Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Alpenparlament. Heute mit einem Thema aus dem Gesundheitsbereich. Sie alle kennen sicherlich Trauben, die süße Kraft der Trauben, die inzwischen auch Eingang gefunden hat in die Schulmedizin, besonders die roten, die blauen Trauben. Der Extrakt wird bevorzugt nicht nur abends im Glas, sondern auch in verschiedenen Präparaten. Aber es gibt noch ein sehr viel größeres, gesünderes Geheimnis, das in diesen Trauben steckt. Deswegen ist heute unser Experte bei uns, Robert Franz, der uns über die Heilkraft der blauen Traube berichten wird. Robert, wenn du dich kurz vorstellst, was du machst, wer du bist. Ja, ich heiße Robert Franz, bin 53 Jahre alt, ich bin 1960 geboren, komme aus Rumänien. Ich habe mich schon seit der Kindheit mit Heilpflanzen beschäftigt. Ich war viel in der Natur draußen und habe eine riesen Erfahrung gesammelt. Vom Beruf auf bin ich Automechaniker. Ich arbeite jetzt als Disponent. Aber meine Berufung ist es, Menschen Wissen beizubringen, vergessenes Wissen, einfach damit die Leute wieder gesund haben, ein gesundes Leben garantiert, auch ein sicheres Dasein. Ein Automechaniker aus Rumänien, der mit blauen Trauben um sich wirft. So würden wahrscheinlich Kritiker, bösmeinende Menschen dich bezeichnen. Du bist aber, ich glaube, mitten in der Natur aufgewachsen und hast sie von Kindesbeinen an wirklich kennengelernt und bist auch auf diesem Wege zu OPC gekommen. Was ist OPC? OPC ist ein Extrakt aus den blauen Trauben, aus den roten Trauben, die die meiste Kraft haben. Die weißen Trauben enthalten nur 60–70% dieses Extraktes. Darum sage ich, es werden die blauen Trauben bevorzugt. Und dieses OPC wurde seit 60 Jahren erfunden, hat eine riesige Kraft. Es hilft bei über 90 Krankheiten. Es ist das beste Mittel gegen Sonneneinstrahlung. Es ist das beste Haarwuchsmittel und hilft sogar gegen Atomstrahlung. Und keiner auf dieser Welt ist bereit, die Gabe dieses Mittels den Menschen zu vermitteln. Sei es auch ohne Gewinn, aus reiner Menschlichkeit. Und deshalb habe ich mich entschlossen, dies zu machen, aus vollem Herzen und bis ans Lebensende durchzuziehen. Dieser Extrakt, der wohl aus den Kernen der Trauben gewonnen wird, was bewirkte denn? Du erwähntest gerade, über 90 Krankheiten, das ist wahrscheinlich auch nachweisbar, sind damit heilbar, positiv beeinflussbar. Kannst du eine kleine Reihe davon nennen? Ja, ich kann natürlich, es sind über 2000 Studien über OPC, ob es jetzt manchmal von der Pharma geheim gehalten werden, um als nächstes Mittel, als nächste Generation der Heilung zu verkaufen. OPC ist jedenfalls ein reines Naturmittel. Es hat die Gabe, dass innerhalb von 24 Stunden jede Arterie unseres Körpers doppelte Festigkeit hat. Damit verhindere ich jährlich über 250.000 Schlaganfälle, wo 125.000 Menschen sterben. Die anderen bleiben halt in Altersheimen hängen, sind behindert. Teuerste Krankheit überhaupt. Es hilft bei über 90 Krankheiten. Es ist kein einseitiges Mittel. Es hilft nicht für die Augen und die Pharma hat 98% vom Körper zu therapien das, sondern es gesundet den ganzen Körper. Weshalb, warum? OPC macht es blutdünn. Unser Körper wird durch ein Blut versorgt, ein dünnes Blut. Und wie ich weiß, 60–70% der Deutschen und Österreicher haben richtig dickes Blut. Ich meine, wo kein Blut hinkommt, ist keine Versorgung da. Und durch die Einnahme von OPC wird dein Blut dreimal so dünn wie jeden Menschen da draußen und dein Blut wird nicht verfälscht. Es beinhaltet die roten Blutkörper, die weißen und die Plättchen, die von der Pharma durch Naturmittel wie Aspirin oder Marcomar zerstört werden, die bleiben da. Und in 24 Stunden würde in Deutschland kein Herzinfarkt, kein Schlaganfall mehr sein, einfach durch die Gabe der OPC. Ich rede nicht von Hautkrankheiten, Augenkrankheiten, Depressionen, es sind über 90 Krankheiten. Wir können sie später durchsprechen, aber es ist das Mittel A und O. Deutschland würde das gesündeste Land der Welt sein. Und es würde Peanuts kosten. Es würde ein paar Cent kosten. Es bedarf nur Überwinden des Herzens, Menschlichkeit, etwas für die Leute da draußen zu tun. Um noch mal kurz bei der Traube selbst zu bleiben. Wie wird OPC denn gewonnen und wofür ist es eigentlich die Abkürzung OPC? Da fragt sich ja jeder, was heißt das? Muss ich als Klient, als Patient Unmengen an blauen Trauben essen? Werde ich dann ganz blau oder was passiert? Es dreht sich nicht um Unmengen aus Trauben. Die Traube gibt es als nicht her durch ihre Struktur. Ich brauche aus dieser Traube und einfach aus den Kernen dieser Traube wird dieses Konzentrat gewonnen. Es ist auch die meisten Leute meinen OPC, es heißt Oligomere Proanthocyanidine, dieses Extrakt wird von gemahlenen Trauben gemacht. Gemahlene Trauben sind einfach zu grob, als würde ich jetzt Kies vielleicht an mir oder lutschen und da enthält kein OPC.
Es wird ein Extrakt gemacht, da werden von 12 Tonnen Trauben 400 Gramm Pulver gemacht. Es ist ein Extraktionsverhältnis 1:300 und dieses Extrakt hat die Möglichkeit und gibt uns die Möglichkeit, einen Blutverdünner wegzulassen und den Körper zu therapieren und überhaupt in 90 Krankheiten einzugreifen, ohne Medikamente zu nutzen. Stichwort Medikamente. Es werden sich viele Menschen fragen, wenn ich OPC zu mir nehme, darf ich dann überhaupt noch die Medikamente, die mir der Arzt verschrieben hat, beispielsweise zur Blutverdünnung nutzen? Ja, man darf sie auf jeden Fall nutzen. Was ich sage zu Medikamente, ich sage nur einfach, in der Natur gibt es keine Medikamente. Da draußen haben wir keine Krankenkasse, wir haben keine Pharmaindustrie, es wird keine Pillen verteilt und die Tiere sind 100-mal gesünder als wir. Bei jeder 5000 Geburten kommt ein behindertes Menschenkind zur Welt. Bei den Tieren ist es zum Beispiel in der Kalbzucht 1:500.000. An was liegt das eigentlich? Es liegt daran, dass wir keine Natur in uns aufnehmen. Wir gehen raus, unsere Augen sehen, wir sehen alles, wir gehen zurück zwischen Plastik und Beton und Holz, unser Körper hat nichts drin. Einfach durch dieses OPC können wir Natur verstärkt in uns aufnehmen. So wie du sagst, es ist ein ganz tolles Mittel. Es nützt auch keinen Wein zu trinken. Ich sage Ihnen, eine Kapsel OPC zum Beispiel hat 120 Milligramm OPC. Ein Glas Wein hat zwischen 0,2 und 2 Milligramm OPC. Das bedeutet, mit jeder Kapsel OPC nehme ich zwischen 60 und 600 Gläser Rotwein auf. Und ich sage nur, 2 Gläser Rotwein verhindern Herzinfarkt 30-40%. Was stelle ich eigentlich an? Ich werde das gesündeste Mensch, was überhaupt auf dieser Welt da ist. Dass das Trinken von Rotwein nicht hilft, ist natürlich sehr schade. Aber es gibt natürlich auch eine Verbindung zwischen OPC und Vitamin C. Genau. Wie sieht die denn aus? Was ist denn daran interessant für den menschlichen Körper? Das Wichtigste, was die meisten Leute nicht wissen, in den Medien wird Vitamin C diffamiert. Es erzeugt Nierensteine. Ich sage, Vitamin C ist der Baustoff unseres Körpers. Vitamin C baut Kollagen auf. Jede unserer Zelle, jeder in diesem Raum, den Zuschauern, Sie auch, ist eine wandelnde Vitamin C-Bombe. Vitamin C baut Kollagen auf. Unsere Augen bestehen aus Vitamin C, unser Gewebe besteht aus Vitamin C. Das Tollste ist, durch die Synergie von OPC und Vitamin C erziele ich den Effekt, ein dünnes Blut zu haben und genug Material herzustellen, damit der Körper seine Zellen erzeugt. Und ich sage nur, 95% aller Prozesse in unserem Körper laufen über Vitamin C und OPC ist das Transportmittel, was das Vitamin C in unserem Körper verteilt. Und ich habe in meinem Buch, was ich geschrieben habe, habe ich den Leuten Vitamin C empfohlen, OPC empfohlen, Mineralstoffe empfohlen. Es sind 3 ganz einfache Mittel, die 80-90% unserer Gesundheit ausmachen, aber wir nehmen sie einfach nicht auf. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Aber ich glaube, nach diesem Vortrag, nach den Seminaren, welche ich halte, werden die Leute begeistert es machen und werden aus ihrer Abhängigkeit rauskommen, um wieder mündig zu sein, was in unserer Gesellschaft meistens nicht der Fall ist. Risse in den Arterien, schlechtes Sehen, Probleme mit den Gelenken. Was macht OPC in dem Fall, wenn ich das nehme? Was ich sage, Risse in den Arterien, so wie ich sage, der Mangel an Vitamin C verursacht Risse in den Arterien. Arterien bestehen aus Kollagen, Vitamin C baut dieses Kollagen auf. Was die meisten Leute nicht wissen, Vitamin C und Zucker ist gleich. Die Moleküle sind ja, unser Körper ist mit Zucker überflutet durch die Zuckerindustrie. Dann nimmt der Körper und baut dieses Zucker ein in die Augen. Durch Zucker sieht man schlecht. Unsere Arterien werden Zucker eingebaut, die werden durchlässig, entstehen Risse und Mangel an Vitamin C. Durch die Gabe von Vitamin C werden diese Risse verschlossen. Es nützt aber nichts, sie zu verschließen, man muss sie auch schützen. Und OPC ist dieser Antioxidant, der das Zerstören dieser Reparaturmechanismen verhindert. Und ich sage nur, der Körper wird niemals seine Versorgungswege verschließen. Er wird immer schauen, dass es gewährleistet ist, dass freie Arterien sind. Nur in dem Moment, wo Vitamin C Mangel ist, wird ein Lipoprotein A in den Arterien abgelegt. Dazu werden die Arterien dünner, Blutdruck, andere Krankheiten entstehen, Unterversorgung und andere Sachen. Aber OPC verhindert, dass überhaupt das genetische Material zerstört ist. Und durch OPC werden wir freie Arterien haben, wir werden guten Blutdruck haben, wir werden allgemein einen gesunden Körper haben. Jedes Gelenk, das überhaupt versorgt werden muss, es sind manche Bereiche, die sind so eng, dass die roten Blutkörperchen wie auf eine Autobahn gehen. Durch ein dünnes Blut OPC, ich sage nur ein Beispiel, die meisten Kranken nehmen AS 100, das ist ein Mittel, was die Plättchen zerstört, ein Aspirin, meistens 100 Milligramm. Und ich sage nur, 100 Milligramm OPC sind so stark wie 500 Milligramm Aspirin. Ich frage mir, warum brauche ich Aspirin? Warum brauche ich ein Teufelszeug wie Marcomar? Um die Menschen Leiden zu bringen. Du fragst dich das zu Recht und daran schließt sich natürlich automatisch eine andere Frage. Was würde denn geschehen, wenn OPC bekannter wäre, wenn sehr viel mehr Menschen als im Moment das Präparat zu sich nehmen würden? Ich sage nur eins, ein klares Beispiel, Schinders Mineralien, ein Steinprodukt. Es kam 1986 auf den Markt.
Innerhalb von 6 Monaten ist der Umsatz von der Pharma um 50% zurückgegangen. Mit was? Mit ein wenig Stein. Würden die Leute das wohltuende OPC für 90 Krankheiten, würden sie ein Vitamin C nehmen und Mineralien nehmen, wird das Ende der Pharmaindustrie sein. Gibt es eigentlich Ärzte, die das verschreiben, OPC? Ja, es gibt Ärzte, die OPC nehmen, verschreiben wird es auch keiner. Es gibt auch Kliniken heutzutage, zum Beispiel eine Klinik in München, die mit OPC therapiert im Fall von Krebs. Zu hören, OPC hilft sogar bei Krebs, wir können später darauf kommen. Gabe von OPC verhindert Mund-, Rachen-, Halskrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Pankreaskrebs. Aber es wird nicht publik gemacht, das Gift fließt weiter. Und es gibt Ärzte, die OPC nehmen, die operieren am offenen Herzen, sie nehmen OPC und die Patienten kriegen Drähte. Das finde ich ethisch nicht korrekt. Und deshalb werde ich die Leute aufklären, ich werde weiter Seminare halten, werde weiter Bücher schreiben und es wird nicht lassen, bis die Leute es nicht verstanden haben, dass sie ein Stück Natur sind und wir sind keine Chemie. Wir sind keine Müllhalde, wir sind ein Stück Natur und das müssen wir uns aufnehmen. Und ich sage Ihnen immer, nicht ich oder der Arzt oder du machst dich gesund, wenn der Körper alles hat, funktioniert er wie ein Uhrwerk. Und deshalb empfehle ich den Leuten, ihr Körper optimal mit Naturmitteln zu versorgen. Woran könnte es denn liegen, dass Ärzte, das ist ja eigentlich unvorstellbar, unglaublich, dass Ärzte OPC nehmen, ihren Patienten das aber nicht weiterempfehlen und die risikoreich behandeln? Was steckt als Motivation dahinter? Ich als Motivation, erstens die Ärzte, sie sind vielleicht ganz tolle Typen, die lernen, verpflichten sich den Menschen zu helfen, aber da wird die Praxis aufgemacht, man ist der Empfänger der Pharma, man ist einfach ein Vermittler, man muss nicht dazu lernen, jeder Anschluss etwas zu lernen wird gleich unterdrückt und in dem Moment, wo keine Informationen an den Menschen fließen, da finde ich es nicht mehr in Ordnung. Und die Ärzte setzen sich auch gar nicht auseinander mit dem Thema. Viele Ärzte, ich berate manchmal auch Ärzte, die fragen mich, Herr Franz, können Sie mir helfen? Ich kriege den Blutdruck und habe gesagt, ja, haben Sie von OPC gehört? Haben Sie vorhin, toll, Herr Franz, wo haben Sie das wissen? Sie wissen eigentlich mehr als ich. Und deshalb sage ich, bei der Vorstellung habe ich es vergessen, ich bin kein Heilpraktiker, ich bin kein Arzt, ich bin ein Mensch. Und heutzutage fehlt die Menschlichkeit in unserer Gesellschaft. Und ich bin ein Mensch, der Wissen hat, Erfahrung hat und der es bereit ist zu geben und mit den Leuten auch durchzugehen, durch dick und dünn. Und das macht auch keiner auf dieser Welt. Also ein Mensch, der wirklich mit der Natur verbunden ist, der auch mit Tieren verbunden ist. Du hast unter anderem einen Gnadenhof, beschäftigst dich also wirklich mit Natur, mit den Zusammenhängen zwischen Mensch und seiner Umwelt und siehst auch die Gefahr, die Medikamente mit sich bringen. Ich würde gern nochmal auf die pharmazeutischen Blutverdünner eingehen, weil die sind ja nun sehr verbreitet, gerade in Westeuropa und auch in den USA. Welche Nebenwirkungen haben die denn deiner Erfahrung nach? Für mich sind die Nebenwirkungen katastrophal. Wenn ich einen Horrorroman lese, wenn ich zum Beispiel einen Beipackzettel von Mark Kumar lese, du erleidest einen Schlaganfall, du hast dickes Blut, da kommt der Arzt und sagt, okay, Sie haben Thrombozyten, die verkleben, wir zerstören sie einfach. Da wird einfach ein natürliches Körperteil zerstört, als würde ich jetzt zum Beispiel von einem Forellenfluss die ganzen Steine rausholen. In diesem Fluss lebt keine Forelle und kein Frosch, da entlässt eine leblose Pampe. Und das haben die Menschen auch in den Adern. Nebenwirkungsmäßig, du nimmst einen Markumar und kannst da durch den Markumar einen Schlaganfall erleiden, du kannst pleurale Blutung erleiden, du kannst ein totales Nierenversagen oder sogar Hautnekrosen mit Todesfolge. Da kommt ein Arzt, verschreibt mir ein Produkt und sagt, er ist ein ganz toller Typ und nimmt meinen Tod in Kauf. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich bin ein toller Typ, wenn ich dich mit Natur versorge, ein Teil von deinem Leben bin und dir nur gute Sachen mache. Und deshalb sind die Blutverdünner für mich nicht notwendig, weil ein Produkt da ist, das 5-mal effektiver ist, wird aber in den Schubladen gehalten, versteckt und den Menschen nicht dargeboten. Und man nimmt Menschenleben in Kauf. Und ich sage, Geld kann man nachdrucken, Häuser kann man nachbauen, aber Menschenleben ist einzigartig. Und das muss man auch respektieren, wenn man ein Mensch ist und keine Maschine. Stichwort Natur. Wie natürlich ist denn die Herstellung von OPC? Und damit verbunden die Frage, es gibt ja mehrere OPC-Produkte. Wie finde ich denn als Verbraucher, als Patient heraus, was für mich am besten ist? Klar, die Natürlichkeit der OPC-Produkte hängt von seiner Herstellung auf. Man kann zum Beispiel Traubenkerne durch Wasser extrahieren ohne Hitze, dann entsteht ein hochwertiges OPC, was auch die ganzen Eigenschaften hat. Ich kann aber auch Verdünnungsmittel nehmen und ein toxisches OPC entstehen. Außerdem OPC-Qualität ist der Markt überflutet an Produkten. Es gibt Produkte mit 14 Euro, es gibt Produkte mit 66 Euro. Was ich von einem guten OPC halte, ist, erstens muss ein OPC
ein Zertifikat haben, aus was es entstanden wird, das ich nachvollziehen habe und Charge auf dem Glas und nicht Zertifikate, die 2 oder 3 Jahre zurückgehen, wo eine gute Charge zertifiziert wurde und Schrott weiterverkauft wird. Ich habe die ganze Nahrungsergänzungsmittelliga durchgemacht, habe mir vor jedem Hersteller ein Produkt schicken lassen, habe gesehen, es gibt vielleicht 2 Hersteller oder 3, die ein gutes OPC haben. Preismäßig sind sie verschieden, aber ich sage, Gesundheit darf nicht viel kosten und deshalb will ich, dass ich erreiche, dass OPC für jeden zugänglich ist, damit auch die Hausfrau oder der Mann unter der Brücke dasselbe Recht hat, ein OPC zu nehmen, wie jeder Mensch, der vielleicht Geld hat und wo es keine Rolle spielt. Aber was ich noch bemerkt habe, dass Gesundheit nicht geldabhängig ist. Ich habe Frauen, die sind Sozialfall, die haben 300 € und nehmen OPC und ich kenne Leute, die halt Millionäre sind und gehen mit ihren Ärzten unter. Die nehmen die Pharmamittel, zum Beispiel Steve Jobs, der von Apple, Milliardär, hat Pankreaskrebs gehabt. Ich habe eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey Steve, come back to life, komm zurück ins Leben, du kannst dich noch retten. Ich habe ihn OPC geschickt, habe mein Buch geschickt. Was passiert? Steve Jobs stirbt am Pankreaskrebs. Was erscheint in 2012 in der Zeitschrift der Pankreas? Traubenkernextrakt OPC verhindert Pankreaskrebs, weil dieses durch freie Radikale zerstört wird. Was haben die Milliarden genützt? Nichts. Darum sei Gesundheit ist für mich ist Gesundheit nicht Geld, eine gute Aufklärung, die ich den Leuten geben kann und gesundes Handeln aus dem Bauch und aus dem Herzen. So einfach ist für mich Gesundheit. Bei der Prüfung der unterschiedlichen OPC-Produkte hast du sicherlich auch festgestellt, wie sinnvoll es ist, OPC in Intervallen zu nehmen und wie hoch muss die Dosierung sein. Kannst du da eine Empfehlung abgeben? Ja, genau. Mit OPC, wenn man einmal anfängt, muss man ein Leben lang nehmen. Weil unser Körper wird jeden Tag verschiedenen Störfaktoren ausgesetzt, er oxidiert, wir nehmen Gifte aus. Zu Thema Entgiftung noch. Viele Leute entgiften den Körper, die nehmen Spirulina, Bärlauch, es werden allerlei für kleine Allheilmittel angeboten, aber erstmal muss ich die in Gewebe rein. Und weil die Leute ein dickes Blut haben, funktioniert auch keine Entgiftung. Es kann eine Entgiftung funktionieren, wenn das Blut dünn ist. Was macht OPC? Als Eigenschaften, OPC neutralisiert die Fließeigenschaften des Blutes und da werden Giftstoffe ausgeleitet. Pestizide, Herbizide, Schwermetalle. Deshalb sage ich, OPC ist ein Mittel, alles in einem. Gesundheit, Entgiftung, Kraft, Power, ist alles in einem Produkt. Deshalb empfehle ich es den Leuten. In meinem Buch habe ich auch geschrieben, was OPC bewirkt. Ich bin auch bereit, den Leuten telefonisch Frage und Antwort zu stellen. Ich bin einfach für die Leute da. Mir reichen gar nicht die 24 Stunden. Noch einmal zu der Dosierung, die ist ja sehr wichtig. Genau. Wie muss ein Patient das einnehmen? Verbunden mit der Frage, können auch Kinder, Schulkinder beispielsweise, OPC einnehmen? Ich sage nur, OPC können alle einnehmen. OPC ist ein Produkt, das ist nicht toxisch, nicht krebserregend, nicht Erbanlagen verändern. Leute haben 270 Kapseln genommen, Frauen haben ganz tolle Haut, ganz tolle Nägel. Zusätzlich will ich sagen, ich kann OPC vom Baby dosieren, von einem Baby mit Windelallergie bis zu einer 97-jährigen Frau. Da sehen Sie, was eigentlich OPC ist. Sogar schwangere Frauen dürfen OPC nehmen. Bei ungeborenes Leben ist der Teufel los, wenn etwas passiert. Würde eine Schwangere heutzutage OPC nehmen, würde sie keine Beschwerden haben, keine dicke Beine. Außerdem, das Kind hätte ein perfektes Immunsystem. Deshalb frage ich mich, was ich mit OPC für die nächsten Generationen bewirken kann. Da wird eine Generation entstehen, die gesund sein wird. Und ich sage immer, durch OPC kann man eine ganze Gesellschaft verändern. OPC macht bei Menschen, dass die Illusionsfähigkeit wächst. Das bedeutet, die Menschen, du wirst zu dem Menschen, was du da geboren bist. Unsere neuronale Verbindung, unser Körper ist gesund, dann können wir das Leben nehmen, was wir eigentlich da sind. Dosierungsmäßig sage ich 2 Milligramm, es ist zwischen 1 und 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Würde ich jetzt 60 Kilogramm haben, mal 2 sind 120 Milligramm OPC, würde eine Kapsel reichen. Was ich aber den Leuten empfehle, ich sage immer, wenn Sie mit OPC anfangen, die erste Woche nehmen Sie eine Kapsel OPC, Ihr Körper leitet aus, Sie haben jahrelang Giftstoffe aufgenommen, Ihre Gelenke sind zu, wenn sich alles öffnen, haben Sie einen Kuddelmuddel in der Blutbahn, vielleicht stinkt der Urin und nach einer Woche ist Ihr Körper offen. Dann heißt es, alles was Sie nehmen, haben Sie eine Rückmeldung. Und deshalb, ich würde auch ohne OPC keine anderen Mittel nehmen, weil als würde ich umsonst arbeiten. Durch OPC mit einem offenen Körper kann ich alles sagen, was für mich gut ist oder nicht. Und was nicht gut ist, lassen Sie es sein. Nehmen Sie es nicht wieder, fragen Sie nicht warum, weshalb. Kann sein, Ihr Nachbar hat dünneres Blut und bei ihm wirkt es. Eine unvorstellbare Zahl, 90 Krankheiten, die durch OPC behandelt werden können. Was ist das denn im Einzelnen? Wir müssen jetzt nicht 90 aufzählen, aber was sind die wichtigsten? Ich werde erstmal die wichtigsten Krankheiten holen, wo OPC hilft. Erstens, OPC hilft es bei allen Gefäßproblemen. Die meisten Deutschen leiden unter Gefäßproblemen. Unsere Adern haben Risse. Was passiert? Die meisten Leute haben Venenschwäche, haben Lymphstau in den Beinen. OPC würde die Arterien abdichten. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass die Arterien am Herzen angeschlossen ist.
Das Herz ist aber kein Staubsauger, das Blut wird nicht zurückgesaugt. Wir können entweder durch Bewegung oder durch gesunde Arterien. Neben jeder Arterie hockt eine Vene. Ist die Arterie gesund, durch den Pumpeffekt haben wir das Blut wieder beim Herzen hoch. Darum sage ich, OPC ist das Beste bei Gefäßproblemen. Außerdem, was das Wichtigste an OPC ist, Schlaganfall, Herzinfarkt. Durch Festigung der Arterien wird keine Arterie mehr platzen, es entsteht kein Aneurysma. Durch ein dünnes Blut werden keine Thrombozyten verkleben. Es wird in 24 Stunden keinen Schlaganfall, Herzinfarkttoten mehr geben. Zweitens Cholesterinwerte, auch ein Thema für sich. Heutzutage, es gibt das normale Blutcholesterin, was eigentlich von 300 auf 200 runtergesetzt wird. Ich will nur sagen, Ende vom Cholesterin im Körper ist Lepra, der Körper geht auseinander. Die Sache von Cholesterin ist, Zellen zusammenzuhalten, und es gibt das abgelagerte Cholesterin. Das zweite abgelagerte Cholesterin wird gar nicht mehr entstehen, wenn man OPC nimmt, weil wir ständig gesunde Arterien haben, die von OPC gepflegt werden. Vitamin C baut sie aus. Nächstens das Thema Diabetes in Deutschland. Es war ein Beitrag in der Bild-Zeitung, ganz groß, Diabetes, was sollen wir machen? Trinken Sie Wasser, ernähren sich kalorienarm? Sage ich, nein, es hängt nicht am Diabetes. Wie ich gesagt habe, Zucker und Vitamin C sind gleich, es wird Zucker eingebaut. Durch die Gabe von Vitamin C geht der Zucker um 30% runter, Metforminbedarf, die Pharma verkauft 27% weniger Insulin. Zweitens, durch Chrompicolinate würde ich die Anzahl der Insulinrezeptoren erhöhen. Durch OPC würde ich ein richtig dünnes Blut haben und da würde der Zuckermetabolismus wie anders ablaufen. Thema Augenerkrankungen in Deutschland. Die meisten Leute haben grauen Star, grünen Star. Grüner Star ist Augendruck. Ich kann Augendruck auch durch ein pflanzliches Mittel, eine Ebersche Tinktur runter, 5 Einheiten. OPC tut den Augendruck um 10 Einheiten runter. Was passiert? Das Blut ist dünn, das Augenwasser rinnt auch schneller ab. Es entsteht kein Druck im Auge. Ich habe in meinem Buch auch eine Passage, wo ich über Augenkrankheiten rede. Grauer Star, ich habe Leute, die mit Sehkraft von 50%, 70% bessere Sehkraft. Darum sage ich könnte ein Buch schreiben nur über Krankheiten. Nächstes Thema Allergien in Deutschland. Sie manche Leute, es geht mir früher an, endet den Herbst. Manche haben es ganz ehrlich. Von was kommen Allergien? Es ist der Histaminspiegel im Blut, der hochgeht. OPC ist das Mittel, das den Histaminspiegel in den Keller befördert. Ich habe keine Lebensmittelallergie, ich habe keine Heuschnupfenallergie, ich habe keine Tierhaallergie. Ich habe ein Mittel da, es werden andere Hismatika benutzt und andere Sachen. Thema Haut. Die ganzen Leute leiden an Neurodermitis, Psoriasis, allerlei für altes Haut, altes Flecken. OPC ist das beste Mittel, was du machen kannst. Versorgung der Haut kommt von innen. Ich kann mit einer Cortisoncreme den Juckreiz wegnehmen, aber Gesundheit, wenn von unten eine gesunde Haut kommt, ist die Haut wieder in Ordnung. Ich habe auch viele Heilungen gehabt in dem Bereich. Zweitens Thema Sportverletzung, Operationen. Würde ein Patient OPC nehmen, nach jeder Operation wird sich die Krankenhausaufenthalt um die Hälfte mindern. Alles heilt in Hälfte von Zeit. Zusätzlich ist OPC ein Anti-Alterungsvitamin. Tiere können mit OPC therapiert werden. Es nutzt bei einem Katz, bei einem Hund wirkt es genauso wie beim Menschen. Tiere leben 50% länger, Fische 70%, aber beim Menschen ist noch nicht erforscht. Ich frage mich, was sind wir eigentlich? Tiere, die denken können. Nächste wäre die ganzen degenerativen Prozesse, was in unserem Körper ablaufen. Manche Patienten bekommen schon Alzheimer mit 35 Jahren, 40 Jahren. Ein Parkinson, eine Demenz, eine Senilität würde mit OPC gestoppt werden. Wie OPC wirkt, ich nehme OPC geht in den Körper und fragt, was ist in diesem Körper gesund. Jede Zelle, die gesund ist, bekommt einen Schutz, die anderen werden fallen gelassen. Ob sie durch eine Apoptose, natürliche sterben oder durch andere Mittel sterben. Was passiert? In unserem Körper entstehen immer wieder neue Zellen. Jede neue Zelle wird geschützt und nach einer gewissen Zeit haben wir gesundes Gleichgewicht. Wenn wir uns noch einmal vergegenwärtigen, was OPC im Körper bewirkt, stellen wir uns ja automatisch die Frage, du hast es eben kurz angesprochen, wie findet OPC in Anführungsstrichen heraus, an welchen Krankheiten der Körper leidet? Was passiert dort? In dem Moment, wo du OPC in den Körper reingibst, ist ein Antioxidant. Erstens wird jede Zelle geprüft. Da kommt OPC und fragt die Zelle, bist du gesund? Ja, okay, ich gebe dir den Schutz. OPC gibt niemals den Schutz einer kranken Zelle. Deshalb wirkt auch bei Krebs. Kranke Zellen werden nicht geschützt. Und das bedeutet, durch die Gabe von OPC, vermehrte Gabe durch OPC, werden alle gesunden Zellen. Was ich aber sage, durch den Wachstum unserer Zellen. Ich sage immer den Leuten, es gibt eigentlich gar kein Alter. Wenn Sie so denken, in 6 Wochen hast du eine neue Leber, in 1 Jahr hast du einen neuen Körper. Warum sind wir eigentlich alt? Das frage ich mich auch immer. Und OPC schützt jede neue Zelle. Würde eine Zelle in einem Krebsmedium, in einem versauerten Körper aufwachsen, würde dasselbe Schicksal erleiden wie die Zelle zuvor. Durch OPC wird es geschützt. Und das sage ich, OPC ist eigentlich so wie eine kleine Lebensversicherung durch die Gabe von OPC. Ich nehme auch täglich mein OPC, meine Mineralien, mein Vitamin C und sonst nehme ich gar nichts. Und ich bin kerngesund. Würde ich jetzt mich auch richtig ernähren, wie die meisten machen, würde ich ein Supermensch sein. Zusätzlich zu deinem Buch gibt es auch einen Film auf DVD. Genau da. Das ist der Film.
Es gibt einen Film mit meinem Vortrag, es hat 211 Minuten, es heißt Gesund oder krank, es liegt an dir selbst. Da steht OPC hilft bei einem Vortrag von Robert Franz, 211 Minuten. Wenn Sie den Film sehen oder das Buch lesen, ich sage immer, das Buch schaffen Sie es nicht in 5 Minuten, in einer Stunde haben Sie Ihre Gesundheit in der Hand. Es dreht sich nur den Willen zu überbrücken, eine DVD, ein Buch zu lesen. Und wenn nicht, haben Sie Robert Franz persönlich. Ich werde mich auch einrichten, dass ich für die Leute da bin. Und ich werde alles machen, damit in Deutschland wieder ein gesundes Klima herrscht, dass Leute nicht leiden. Ob die Pharma verschwindet oder nicht, bleibt ihr noch immer ihr überlassen. Wie ich gesehen habe, die Pharma driftet rum auf Naturmittel. Wir wurden 100 Jahre vergiftet. Jetzt auf einmal sind die großen Giftmischen die größten Naturliebhaber. Habe ich auch nichts dagegen, aber Produkte müssen richtig dosiert werden. Nicht 1% Beinwell in einer Kitasalbe, da werden wir die 30 Jahre noch immer hinken. Ich meine, dosiert richtig, aber dann wird es halt kein Geschäft. Es wird ein Miteinanderleben und viele sagen, Herr Franz, Sie gefährden Standort Deutschland durch Ihr Wissen. Ich sage immer, ich werde nicht eine Nation begraben, damit ein paar Leute Geld verdienen. Wir können auch Landwirtschaft betreiben, wir können malen, wir sind Menschen. Eigentlich, ich sage immer, auch in meinem Buch habe ich gesagt, jeder von uns gehört 500.000 Bäume, 1 Million Liter Öl. Es müsste aber der Bewusstsein da sein, es mit jedem zu teilen. Könnte man das so zusammenfassen und sagen, sei dein eigener Herr und laufe nicht Industrien nach, die dir sagen, was angeblich gut ist für dich? Ich sage immer, jeder muss mit seiner eigenen Entscheidung leben. Du kannst dich überall informieren. Die Entscheidung, was du triffst, musst du selber durch. Deshalb schau so viel wie möglich, dass du selber entscheidest. Dann wirst du auch besser leben. Ich sage immer, wenn ich mich selber verarsche, fühle ich mich besser, als wenn mich andere verarschen. Kann man eigentlich zu viel OPC nehmen? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Ich meine, zu viel OPC kann man nicht nehmen. Man kann zu viel OPC nehmen, indem man seine Brieftasche belastet und vielleicht zu viel Geld ausgibt. Aber in Amerika wird therapiert mit 6 bis 8 Kapseln OPC, bei Krankheiten wie Multiple Sklerose, Demenz, Alzheimer, 6 bis 8 Kapseln. Aber heutzutage in der Krebsforschung müsste ein Krebspatient 45 Kapseln OPC nehmen. 45 Kapseln. Da ist eine Studie, ich habe es Ihnen sogar mitgebracht, bei Darmkrebs durch die Gabe von 200 Milligramm OPC pro Kilogramm Körpergewicht geht der Tumor in 8 Wochen um 44% zurück. Ich frage mich, warum brauchen wir Gift, warum brauchen wir Chemo, wenn Naturmittel da ist? Und sogar in Wikipedia steht auch drin, OPC verhindert, dass HIV sich überhaupt im Körper ausbreitet. Ich habe ein Mittel, das HIV stoppt. Ich habe ein Mittel, das keine Herzkrankheit mehr. Ich habe ein Mittel, was Krebs stoppt. Und es wird nicht genutzt. Keiner auf dieser Welt traut sich überhaupt gegen die Pharma zu treten und zu sagen, hey Leute, da stehe ich. Ist egal, was passiert. Von 7,5 Milliarden Menschen bin ich der Einzige, der eine Anti-Pharma-Seite hat. Da stelle ich mir die Frage, was ist da draußen los? Haben wir unser Glauben, haben wir unsere Kraft, unsere Menschenliebe verloren? Aber ich meine, Schwalbe bringt keinen Frühling, aber ein Flügelschlag eines Schmetterlings löst in Japan einen Tornado aus. Und durch mich werden viele Leute, ich habe fast 4.000 Leute jetzt, wo ich helfe, obwohl ich keinen Heilpraktiker habe und nicht einmal es darf zu machen aus Menschlichkeit und die sind kerngesund. Es werden von Tag zu Tag immer mehr und irgendwann wird eine Gemeinschaft sein und es wird endlich Gesundheit herrschen. Und ich habe gesagt, ich habe nicht einmal 10 Sekunden Recht auf das Leben eines Menschen. Einfach Hilfe zur Selbsthilfe, das ist der Weg. Die Leute müssen auch mal Zeit haben, sich auseinanderzusetzen, mal ein Buch in der Hand holen, mal OPC zu nehmen und dann zu handeln. Die Pharmaindustrie ist natürlich nicht glücklich darüber, dass es OPC gibt und dass du da ein sehr fordernder Vertreter bist. Hat die sich schon mal an dich gewandt? In welcher Form auch immer? Nein, bis jetzt hat sich auch keiner an mir gewandt, keine Pharmaindustrie, ist auch keiner gekommen. Warum? Erstens, wenn mich jemand angreifen will, muss er Wissen haben. Ich halte auch öfter Seminare, da sind auch Ärzte im Raum, sage ich, wissen Sie was, ich bin kein Heilpraktiker, wenn ich was falsch sage, melden Sie sich. Da meldet sich keiner. Pharmamäßig habe ich in meinem Buch sogar die Firma Bayer erwähnt, habe gesagt, Firma Bayer verdient 2,1 Milliarden mit einer Antibabypille, obwohl wir in Deutschland Nachwuchsschwierigkeiten haben, wir keine Kinder, kein Nachwuchs da ist, wird eine Pille wie Jasmin verteilt, wo 8 Thrombosen auf Kosten der Pille gehen von 10. Wird die Firma Bayer OPC reingeben, wird eine Frau niemals eine Thrombose haben. Ich habe Frauen, die die Pille nehmen, OPC haben keine Nebenwirkungen. Warum wird das nicht gemacht? Weiß ich nicht, aber jedenfalls die Pharmaindustrie greift nicht an. Ich habe Wissen, ich habe Mut, ich würde auch einen Prozess in Kauf nehmen, ich kann auch reden und ich würde alles machen für die Menschen, um sie gesund zu machen. Es wird auch wahrscheinlich auch niemals kommen, aber ich heiße es herzlich willkommen, jederzeit, bin bereit, mit Ihnen zu reden. Angesprochen wurde es schon, du hast dein Wissen in einem Buch zusammengetragen, das auch biografische Züge hat. Kannst du da so einen kleinen Einblick geben, was du da aufgeschrieben hast? Ja, genau. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, war ein Buch, das heißt Kreuzigt mich, aber gebt allen OPC. Das war das erste Buch, was ich geschrieben habe über OPC. Viele haben gesagt, Robert, kreuzigt mich, kann er nicht haben. Religiös habe ich gesagt, es hat nicht mit Kirche zu tun, es hat mit
Glaube an Gesundheit zu tun. Und das zweite Buch, was ich geschrieben habe, es heißt OPC, was für mich auch richtig markant ist. OPC, das Fundament menschliche Gesundheit. Es ist das Pro-Gesundheit und Anti-Pharma-Buch. Viele sagen, nicht an, nein, es muss auch ein Gegenpol sein. Manche tun was Gutes, andere sabotieren die Gesundheit. In diesem Buch habe ich alles geschrieben. Ich habe gesagt, wie im Leben, alles hat ein Fundament. Wir machen einseitige Sachen, probieren mit einzelnen Mitteln eine Gesundheit zu erreichen, aber auch ohne ein Fundament nützt eine Fremdsprache nicht. Wir bauen ein Haus auf dem Fundament. Und ich sage, ich habe die 5 Säulen meiner Gesundheit geschrieben, was für mich Gesundheit bedeutet. Ich habe mich als Beispiel genommen. Sie sehen, ich gehe seit Jahren barfuß bei minus 30 Grad, in T-Shirt. Ich sage, man kann Evolution nicht zerstören. Was man falsch macht, man füllt den Körper nicht nach. Wenn ich sehe, dass heutzutage auf der Straße ein Mann geht, der ist ohne Nährstoffe, fällt zusammen, weil sein Körper keine Nährstoffe mehr hat, da kommt ein Krankenwagen, überfährt 6 gesunde Leute und einen zu retten. Fragen wir, leben wir in einem Irrenhaus? Ich kann mit ein paar Cent am Tag den Mensch gesund machen und eigentlich die ganze Menschheit. Und darum habe ich in meinem Buch geschrieben, was das Fundament meiner Gesundheit ist. Erstens Sauerstoff, zweitens Wasser, wir bestehen 65% aus Wasser, B bis sogar 95%. Mineralien, jeder von uns besteht aus 35% Mineralien und wir müssen natürliche Mineralien aufnehmen, keine künstliche. Außerdem Vitamin C, was ich gesagt habe, das Lebensvitamin C. Jeder von uns ist eine wandelnde Vitamin C-Bombe. Zu Thema Vitamin C, Else Bohlig war eine Frau, die hat am Bodensee gelebt, die ist 107 Jahre alt geworden. Hester, selben Jahr wie Hester ist geboren. Zu Thema Vitamin C, die letzte Seite von ihrem Buch, die Schwimmerin vom Gardasee steht, ich bin so alt geworden, mit Gottes Hilfe und viel Vitamin C. Sie hat eine Ascorbinsäure genommen, einfaches Präparat. Da sehen Sie, was Vitamin C. Linus Pauling 97, Sandjörg hat Vitamin C das erste Mal synthetisiert, 95. Was hat die Gegenseite zu bieten, die Pharmaindustrie? Wenn ich in Würzburg im Friedhof reingehe, auf der linken Seite liegen die Ärzte, Dr. Medicus 58 Jahre, Dr. Honoris Causa 65. Was kann mir ein Arzt bieten? Was ich sage, die Ärzte haben ein Buch gelesen. Kann jeder von uns mehr oder weniger mit Herz dabei zu sein. Sie können 1000-mal zum Arzt gehen, Sie hören 1000-mal dasselbe. Wie lange wollen Sie sich das antun? Einmal, zweimal, 20-mal, auch wenn es kostenlos über die Krankenkasse ist. Die Leute müssen mal nachdenken. Manche Leute nehmen 30 Jahre Pharmamittel und irgendwann reißt das schwächste Glied. Was wird passieren, wenn wir 30 Jahre unser Körper mit Natur tanken? Will ich gar nicht sagen. Sie sehen mich als Beispiel. Ich bin eigentlich, so wie ich sage den Leuten, ich bin der ungesündeste Mensch. Nicht die Ernährung macht es aus. Wenn ein Seminar hat, ich sage den Leuten, essen Sie einen Steak, rauchen Sie Ihre Zigarette. Ihr Körper ist die Rückmeldung. Haben Sie einen gesunden Körper, einen guten Häcksler, können Sie alles reinwerfen. Der wird Ihnen genug Signale geben, irgendwann zu stoppen oder eifrig weiterzumachen. Das ist meine Philosophie und die werde ich auch wieder weiter verbreiten. Meine Damen und Herren, ein faszinierender Mann, Robert Franz, der uns allen wünscht, 107 Jahre und älter zu werden, mit Gottes Hilfe natürlich. Wer sein Wissen über OPC vertiefen will, der kann gern auf die Internetseite von Robert Franz gehen, www.opc-franz.de. Dort finden sich weitaus mehr Informationen, als hier zusammengetragen werden konnten. Man kann das noch einmal in Ruhe durchlesen. Wir bedanken uns bei Robert Franz, wünschen ihm alles Gute und sagen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.